Und wieder eine Prüfung bestanden, aber du weißt ja, wer rastet, der rostet. Ja, Freunde, das ist auch so bei Pokémon Sonne. Wir sind zurück hier mit diesem Special Part, der ein bisschen länger dauert, aber dafür haben wir auch hier das große Story-Finale und hier ganz kurz unser Team zum aktuellen Zeitpunkt. Wie ihr seht, auch vom Level her ist es ein bisschen anders als bei Mond. Mit unserem Fuegro, wir kennen es bereits aus einem früheren Sonne-Part. Es hat sich nicht sehr viel getan. Ich glaube, außer Flammenwurf gar nichts war. Frubi spricht das Fuyal, das ordentlich reinhaut. Alola Vulnona, vor allem mit der Spezialverteidigung, natürlich immens geil und seinem Eisfee-Typus sowieso. Ja, Sylvium Z, ist halt die Z-Kraft und so, Pampros, Wellestärke, Erdbeben, Fußtritt und die andere Stahlattacke. Erdbeben natürlich sehr geil, weil Erdbeben, die Themen bekommen hier leider erst sehr, sehr spät. Und hier, wie man auch noch sieht, ja, Magnezone, die Megazone. Ja, statt Alola Geowarts hat immer so Magnezone, hat auch was, vor allem wegen Robustheit, immer gut, immer zu empfehlen. Und natürlich auch bei Nuzlocke und so. Und Grandiras, unser Drache im Team, der Drache-Kampftypus. Mit Kugelsicher, da ist natürlich, zum Beispiel Auersfee und so machen gar keinen Schaden. Gifthieb, um was gegen Feen zu haben, obwohl ich meistens langsamer bin, ist nicht gerade unbedingt die super Wertinitiative. Aber egal. Ich bin halt hier gerade dabei, den Part nachzusynchronisieren. Ich bin gespannt. Frage mich gerade, was meine Vergangenheit sich so lange treibt. Hier wollen wir mit der Story loslegen, nicht wahr? Ah, jetzt hat es kapiert. Ja, jetzt hat er geschnallt. Oh, ich bin zu lahm und so. Legen wir los. Die Qualität ein bisschen schlechter als beim letzten Part. Das liegt daran, wie bereits öfters erwähnt, ich habe hier das Sonnenfinale vor langer Zeit aufgenommen. Fast schon ein Jahr her. Also eigentlich, ja, Dezember oder so, 2016. Damals hatte ich noch einen kleinen 3DS, deswegen eine niedrige Aufnahmequalität. Aber es geht ja schon weiter. Mit Lilly, Michael, yeah! Geführt wurde und das ist eine Probe gemeistert. Der hat aber auch nichts anderes von dir erwartet, Michael. Ja, Text immer gleich. Deswegen kann man die, glaube ich, relativ gut überskippen, ohne dass wir da viel verpassen würden. Auf Peppel natürlich immer gerne gesehen, nicht wahr? Ziel erreicht, erreichen werdet. Pampros! Natürlich cool, wenn es mein Pampros rauskommen würde und auch Pampros schreien würde. Komm, Michael, gehen wir. Und wenn ich so sehr lange Treppe warte, die Spezies-Podiums auf uns. Bzzz. Das stimmt. Wir wagen uns hervor. Wieder mal ist es Nacht, was ich gerade. Toll. Ich wollte gerade sagen, der Sonne entgegen, aber wenn es natürlich Nacht ist, geht das nicht gut. Ja, obwohl, wir haben ja nachher Solgaleo und dann ist der Nacht auch wieder, also Tag eigentlich auch wieder da, mehr oder weniger. Mit dem coolen Löwen. Ja, ansonsten, wie ihr seht, mehr oder weniger alles identisch mit der Ausgabe aus Mond. Natürlich auch ein bisschen anders, alles ein bisschen anders, im Sinne von statt Mondflöte haben wir jetzt halt die Sonnenflöte und das Mondpodium ist halt das Sonnenpodium. Und statt Lunala kommt halt Solgaleo raus. Der sollte spüren. Die Kraft der Sonne muss er Mutter zur Vernunft bringen. Ja, die Kraft des Mondes? Nee, ist also nicht Sailor Moon. Auch wenn ich kein Trainer bin, soll er das schaffen? Yeah. Die Mondflöte. Sie will so vertraut dann. Ja, das hat sogar was. War jetzt erst 2 Parts her. Gut, sie hatte die Sonnenflöte damals wie die Mondflöte, jetzt ist umgekehrt. Aber die Reihenfolge des Podiums ist die gleiche. Du musst da drüben stehen, Michael. Ja, ich weiß schon. Natürlich interessant zu wissen, wie es eigentlich bei Ultrasonne Ultramond ist. Ist diese Szene hier noch etwa identisch oder ist es doch eher so angelegt, dass es besser gespiegelt ist, oder wir sogar beide kriegen könnten? Lunala und Solgaleo? Egal. Storytime. Okay, das war bis dann aufgegangen ist. Weil sonst keine Entwicklung, ja.
Ja, Leute, es ist Solgaleo! Wöchchen, es geht dir gut. Ah, bin ja völlig erschrocken. Als könnte mein Rucksack plötzlich fliegen. Wenn du so einen legendären Pokémon entwickeln würdest. Ja, Leo. Also einen legendären Pokémon entwickeln würdest. Ist echt die Frage, ob der Unterschied jetzt eigentlich nur ist, bei Tag vom Stahl getroffen wird zu Solgaleo, in der Nacht vom Stahl getroffen wird zu Lunala. Oder müssen auch die Flöten in der Reihenfolge sein? Und auch Solgaleo hat die Form gewechselt. Man sieht es ja nicht ganz so gut wie noch bei Lunala, aber doch ist einfach viel heller. Und alles gelb und weiß, nicht mehr rot oder so irgendwie zwischendurch. Die Ultradimension. Wow. Total gruselig, wa? Mir schlotten auch schon die Knie. Ich bin überrascht, wie schön es hier ist. Die Luft ist ziemlich stickig, das Atmen fällt ein wenig schwer. Hast du Angst? Stimmt. Ich frage mich, ob Ultrabesten wirklich Pokémon sind. Wenn ja, sollen wir sie überhaupt Ultrabeste nennen? Also ganz ehrlich, wenn das normale Pokémon sind, ich meine, die sehen so Pokémon untypisch aus. Vor allem, das Anego geht vielleicht noch, aber es gibt die anderen, die meisten, ich sage jetzt mal, 90% der Ultrabestien sehen aus, als wären sie, keine Ahnung, eben irgendwie aus einem Monster-Comic oder so entsprungen und weder Pokémon noch Digimon ist einfach, ja, richtig creepy halt. So, Solgaleo wartet da. Wie bereits erwähnt, ist es irgendwie die ganze Körperfarbe. Eigentlich von der Form her ist es gleich vorher. Die Körperfarbe vorher hat es noch irgendwie schwarz und rot drin gehabt. Jetzt ist alles noch gelb und weiß. Jo, geht natürlich auch. Ja, nimm noch die Anego, die hier rumschwirren. Und Brawlin natürlich. Oh Mann, ey. Ja, ist gleiche Texten, deswegen kann ich es ruhig ein bisschen überquatschen. Bei Anego fand ich es auch ein bisschen doof, dass man das gleiche Pokémon genommen hat, weil wir haben es damals gesehen, als die Ultradimension geöffnet wurde und da ein paar Ultra-Pokémon, ein paar Ultrabesten entkommen sind. Haben wir in dem Vergleich zwischen Pokémon und Sonnen-Pokémon gesehen, dass bei Mond und Sonne zumindest eine Ultrabeste unterschiedlich ist, die es halt nur in Sonne gibt und nur in Mond. Und da hätte man doch hier eigentlich auch einbauen können, dass man halt in Mond ist halt vielleicht Anego, in Sonne ist ein anderes Viech, aber ja. Aber nö, es ist in beiden Versionen jeweils Anego, Anego, Amiibo, ist egal. Ich werde es erklären, vor allem könnte man Geist plötzlich erwarten, was mir jetzt in meinem Leben bewusst sein. Ich bekam Panik, was war hier los? Ich fände es aber immer noch cool, wenn die Ultradimension, wie gesagt, auch wegen, haben wir schon mal erwähnt, bezüglich halt Generation 4 Remakes, also sprich Diamant Perl, die mal Remakes bekommen würden. Da hatten wir auch mit Platin und dann eine CR-Welt von Giratina und die CR-Welt sah ja auch so seltsam aus, total anders als unsere eigentliche Dimension, oder als die eigentliche Pokémon-Dimension. Aber gewisse Elemente von der Ultradimension findet man auch in der CR-Welt und ich fände es schon geil, wenn halt die CR-Welt und die Ultradimension eigentlich dasselbe wären, weil Giratina in seiner Urform hat schon ein bisschen was so Ultra-Bestie-mäßiges. Naja. Creepy, 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 creepy. Ach ja, die Welt meiner Ultrabesten sind einfach atemberaubend. Hey, du skippst zu schnell. Ja, sorry Samantha. Aber we have no time. Aber nein! Die Nerven müssen... Wie sauer sie werden kann, wa? Ist irgendwie aber auch cool. Muss ich mal so sagen. Nur die und ein Anego?
Stille. Einfach nur Stille. In diesem düsteren Ort der Ultradimension, wo all die Ultrabestien leben, herkommen. Was ja auch seltsam ist, war bisher haben wir eigentlich nur Nego hier gesehen. Die anderen sind zwar entkommen aus der Ultradimension, in die normale Dimension Pokémon, aber ja. Und vor allem irgendwie immer nur ein Exemplar gesehen. Nach Anego kann nur einmal rüber. Aber hier haben wir relativ viele Anegos. Du, 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 du. Was für eine Musik. Ja, es ist so krass. Und du das seltenste Pokémon der Welt wärst. Nicht schöner Besitz, meiner Liebe würdig zu sein, ist mich einfach nur überflüssig. Nicht die Schönheit besitzt, das muss man reinziehen, ey. Das muss man sich doch mal reinziehen, auch wenn es zu noch traurig ist. Ich bin sauer, ich hab genug. Genau, Lilly, gib's ihr! Lilly vor, noch ein Tor! Lilly vor, noch ein Tor! Ein lebendiges Wesen, ja, und Cosmog ebenfalls. Also, jetzt ist er eigentlich eher Solgaleo, nicht mehr Cosmog. Gib's ihr Lilly, gib's ihr Lilly! Lassen hat Zeckkraft freien Lauf! Das erstmal war. Lillys Zeckkraft, Schmollmund. Also auch davon bist du sitzen. Ja. In deiner eigenen Mutter auf. Das ist nicht schön, das ist hässlich. Aha. Eine Entscheidung zu treffen ist also, als würde man irgendwie hässlicher werden, beziehungsweise eben auch schöner werden, eben halt sein Aussehen zu beeinflussen hat, mit den Entscheidungen zu tun, die man trifft. Das ist mal eine interessante Erkenntnis, die natürlich vollkommen für den Arsch ist. Der Ultraball. Er ist viel mächtiger als der Meisterball. Das ist jetzt die Frage, wa? Ultraball versus Meisterball. Ja, es ist die gleiche creepige Kreatur, Freunde. Und dementsprechend glaube ich auch das exakt gleiche Team. Ja, ich glaube schon. Und auch sie setzt Piximon ein. Pixie! Ich bin sauer. Das ist natürlich jetzt eine Scheißwahl gewesen. Drache, Kampf gegen Fee. Oh, da ist ein Vierfach-Schaden. Ich bin down. Verteidigung hoch. Also theoretisch mit dem Gift-Hieb. Ich mache es wirklich. Ich setze den Gift-Hieb ein. Das wird doch nicht neben ausreichen. Jo, und tschüss, Grandiras. Hat mich gefreut. Das ist auch nur ein Spielzug, den du machen kannst, wenn du keinen Nuzlocke spielst. Also wenn du das Gefühl hast, jo, ich setze einfach einen Beleber ein und gut ist. Weil sonst wirst du Pokémon rausholen, garantiert. Magneson, ja, Milchkanone, das wird ziemlich wehtun. Und tschüss, Pixie. Obwohl, Spezialverteidigung Boost, wa? Naja, war doch klar. Jetzt kommt Flammenwurf. Was? Aurora-Schleier? Was machen die Attacke? Leuchtkanone! Drei Angriffe für ein einziges Pokémon. Oh yeah. Zielschuss? Nee, dankeschön. Oh, sie kommt jetzt schon mit ihrem normalen Kampf-Teddy. Gut, ich meine, ich habe noch volle Karte, ich habe Bewusstheit, ich kann es also riskieren. Die Frage ist direkt Z-Power drauf oder normalen Ladungsstoß, mache Triplette. Triplette wäre jetzt vielleicht klüger gewesen. Paralyse habe ich auch so. Ja, super leid, Tyler. Hab viel gebracht, wa? Oder war der Kampf hier in Sonne doch einfacher? Ich dachte eigentlich... Na okay, war doch einfacher.
Oder? Da ist schon eine gefährliche Teddy down. Das Vieh hat doch sicher Magieflamme drauf. Wenn ich mir jetzt, was mache ich jetzt? Mache Beleber für Grandiras, weil denken, switch darauf. Na. Haben die alle Leiter drauf oder was? Hat's voll gebracht. Ich überlege gerade, war Magieflamme, war das eine Attacke, die nur, oh, wie ist es schon wieder? Das ist die erste Generation. Die Endstufe von Pfingst, dem Feuerstarter, also dem Feuerfuchsstarter. Feuerpsycho und so, versteht ihr? Ich hätte schwören können, Tramagil kann auch eine Feuerattacke. Ich meine, klar, es hat Irrlicht, können vielleicht sogar Flammenwurf und so. Ich hätte schwören können, es kann ein bisschen mehr. Ja, jetzt kommt's. Wusste ich's doch, jetzt kann Magieflamme. Ah, trotzdem überlebt. Doch, ja, Magieflamme wurde erst mit der ersten Generation angeführt, war. Macht natürlich Sinn, dass eben solche, sag jetzt mal, Hexen-Pokémon, also aussehen wie Zauberer, die das einsetzen können. Und tschüss, Traumagil! Das überlebst du nicht. Was? Das war Stab plus Z-Attacke. Wie hast du das überlebt? Wie geht das? Ja, danke. Heil mich einfach wieder. Ey. Ja, klar kann Leitteilung cooler Move sein. Das war einfach nur doof hoch 10. Sowohl dazu, dass die 7. Generation besonders schwierig wäre. Ein Milotic. Sehen wir uns auch wieder. Ich habe natürlich Fruyal noch in der Hinterhalt, sprich Frubi, aber ich glaube mal, Landungsstoß, ich muss sagen schon, ja, okay. Und jetzt kommt die Hydropumpe. Ja, die kommt mit der Hydropumpe. Und trifft natürlich, genau wie beim Mond, natürlich auch hier die Hydropumpe. Sofort getroffen, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. So, Wunona wäre eine Option mit der Spezialverteidigung, war. Frubi hat zwar einen Typenvorteil. Grandiras. Ernsthaft. Warum soll es auch Grandira sein? Was machen, wenn der Milotic einen Eisstrahl so etwas hat? Es tut auch so schon verdammt weh. Jetzt ist noch... Ah, nur Verteidigung. Ja. Deswegen wollte ich eigentlich Haluna Monuna haben, weil ich glaube, da Toxin noch drauf war. Toxin nachher Bürde spielen wäre eine coole Kombi gewesen. Hä? Was habe ich damals gedacht? Offenbar gar nichts. Mann, nee, Vergangenheits-Michael, wie doof kann man eigentlich sein? Ich kann mich ja morgen mal fragen, wa? So. Jetzt aber Schluss hier. Bodyguard ist weg. Das war ein Volltreffer. Oh. Ja, zum Ausspielen. Wenn es weitergeht, tausche ich noch gegen Frubi aus. Oder? Na komm, Michael, komm. Wir denken das gleich, oder? Du nicht, wir sind ein Team. Offenbar doch nicht. Oh je, oh je, oh je. Fast wieder voll geheilt. Was warte ich eigentlich, dass das Ding weggeht oder was? Genesung? Wie oft kann man Genesung einsetzen? 10-mal? Ah, das kann eine Weile dauern. Ach, deswegen hat den Kampf so mühsam in Erinnerung. Nicht, weil er schwierig war, sondern weil ich auch lange gebraucht habe. Ja, jetzt hatte ich mal die Glanzidee, dass ich Gifty einsetzen könnte zum Vergiften. Aber eben, da wäre natürlich die Option mit Alola Vulnona und Toxinopyrde auch ganz geil gewesen. Und Genese hat da auch nicht viel gebracht, weil jetzt, ja. Aber es kommt keine Vergiftung und jetzt komme ich langsam auf die Idee, ich schicke Frubi in den Kampf. Frubi wäre natürlich zum Angreifen schon cool. Problem ist, es hält nicht viel aus. Und jetzt eine Hydropumpe kommt. Ja. Und dafür dann noch ein Crit ist Frubi weg. Okay, war kein Crit.
Was? Wie schnell ist Milotic? So müsste aber gewesen sein, geht doch. Ja, Frubis physischer Angriff, der ist ziemlich heftig. Kriegt sie ihr Fee, ihr Pflanze. Jetzt wäre eigentlich mal eine Fee mal ganz geil. Aber ich denke mir so, nö, ist nicht nötig und das kann eben täuschen. Denn so wie Frubis physischer Angriff enorm ist, ist es natürlich auch der Spezialangriff eines Dresella. Der haut ziemlich rein. Ich bin natürlich auch langsamer, nicht vergessen. Fuego ist ziemlich lahmarschig. Ist sogar ganz interessant, weil Fuego hat einen geringeren Initiativewert als Mitsunda und wie ist die erste Stufe schon wieder? Naja, ihr wisst schon mal, wen ich meine. Ey, erste Stufe nicht, nein. Nicht Fings, war ja die erste Generation. Ist egal, wir haben es geschafft. Weil es jetzt lange gedauert hat. Aber von dem her interessant, war wegen Fuego und so geringere Initiative-Base-Wert als seine Vorstufen. Das gibt es, glaube ich, auch selten. Weil in der Regel sind die Weiterentwicklungen haben eigentlich auf allen Werten einen Boost oder zumindest auf den meisten sicher auf die Initiative. Weil Mitsunda ist ja eigentlich relativ flott unterwegs. Das Geräusch, als wir irgendwie auf Kiese rumnagen. Was passiert hier? Eine gute Frage, war. Nee, war jetzt wieder so ein emotionaler Moment und ich beim Mond habe ich ein bisschen drüber gekatscht und so und dann dachte ich mir, komm, halt doch mal eine Klappe und wir genießen die Situation. Oder wohl eher den Moment. Flanego, voll scheiße. Haut ab, Mann, wir wollen auch hier nicht. Leona. Ja, Freunde, und das war auch das große Storyfinale hier in Sonne. Was jetzt natürlich noch fehlt, ja, wir wissen es alle. Das legendäre Pokémon, so ist das Loch, das sonst wohin führt. Ich bin jedenfalls vorher umgestellt anzutreffen. Hapu! Yeah, es ist die Hapu, die Inselkönigin von Pony. Frisch gewählt. Und bereits haben wir verloren.
Der muss mal so sagen, war der erste Kampf und bereits verloren, also nicht gerade so ein gutes Zeugnis, okay, ertrag sie mal. Ja, hopp, hopp. Michael, du hast Lily dabei geholfen, Ziel zu erreichen. Gut gemacht, du auch, Lily. Wir sind alle cool drauf. Ich finde eigentlich schon, Solgaleo sieht richtig, richtig geil aus, so als Pokémon. Hat zwar ein bisschen was an Digimon, wie ich finde. Weil, ja klar, es ist ein Löwe, aber sieht eigentlich eher aus wie so ein... Ne, wobei, doch mit der Mähne und so ist doch eher ein weißer Löwe. Es hat mich ein bisschen an einen weißen Tiger erinnert. Wissen ja aus der japanischen Mythologie. Die 4 heiligen Tiere, jedes steht halt für eine eigene Himmelsrichtung. Also sprich Norden, Westen, Osten, Süden. Der weiße Tiger des Westens und so. Und da gibt es ja auch viele Interpretationen und so. Oder bei Pokémon ist ja noch keins, außer halt hier mit dem weißen Löwen. Bei der weißen Löwe gibt es auch. Oder? Ne, aber der weißer Löwe gibt es so eher weniger. Weißer Tiger gibt es häufig. Den weißen Tiger, den gibt es da häufiger. Und eben auch bei Digimon. Aber egal, komm. Solgaleo sehen schon cool aus. Lunala, ja, eigentlich auch. Ja? Das sind coole legendäre Pokémon. Machen optisch echt was her. Die Vorstufen, ja, immer so eine Sache, wa? Legendäre Pokémon, die sich entwickeln können. Ich meine, damals schon in der auch 4. Generation übrigens. Wenn Sie mal beim Thema ansprechen, wegen Remakes und so. Die 4. Generation hatten wir Manafi. Auch ein legendäres Pokémon, was man brüten konnte. Zum ersten Mal, dass du ein legendäres Pokémon brüten kannst. Aber heraus kam kein Manafi, sondern ein Phione. Und Phione ist ja... Ja, man sieht es an, dass es mit Manafi verwandt ist. Aber ja, du kannst zwar aus Manafi brüten, aber nicht entwickeln. Das geht alles nicht. Und daher... War ja auch eher so fragwürdig. Hier ist ein ähnlicher Fall. Da kein Brüten, aber eine Entwicklung. So. Wenn unser Team steht, ich würde sagen, das sieht soweit ganz gut aus. Magneson und Paralysieren gegen Donnerwelle, genau. Und zum großen Abschluss dieses Story-Finales, oder vor allem dieses Partes hier im Pokémon, werden wir natürlich noch Solgaleo fangen und gucken, was es so drauf hat. Bitte gewähren diesen Wunsch. Ja, legendäre Pokémon-Team bin ich nie dafür, oder selten. Ich meine, so legendäres Trio und so wie Suicune und sowas anderes, so ganz kurzer Cut. Weil ich damals die Parts irgendwie geteilt habe. Keine Ahnung. Aber egal. Ja. Wie bereits erwähnt, es steht noch alles Magneson zum Paralysieren. Und dann, je nachdem, was halt alles einsetzt, zum Schwächen. Vielleicht mit Fuego, weil es ja auch Feuertypus. Was heißt auch Feuer? Das ist ja. Solgaleo ist ja gar kein Feuertyp, auch wenn es eigentlich so aussieht wegen Sonne und so. Und es hat ja auch den Psychotypus. Und der zweite Typ. Der ist auch interessant. Solgaleo erscheint. Hintergrundfolie. Magneson. Magneson. Keine Sorge, Magneson, es geht alles gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Oh yes, Formwechslung. Yeah. Nicht sehr effektiv, kann auch sein, es ist aus einer Feuerattacke. Es ist aber eine Stahlattacke. Solgaleo ist im Typus Psycho-Stahl. Das sieht man gar nicht an, wa? Gut, vielleicht ein bisschen stahlmäßiges, ja, aber die Attacke nicht Sonne, also nicht, ja, eben halt irgendwie das Feuermäßiges ist. So. So wie auch ein Armutszeugnis war, Solgaleo ist Level 55. Magneson nur 49, trotzdem so eben die eigentlich seine Spezialattacke, die richtig, richtig heftig ist und richtig, richtig heftig aussieht. Macht so wenig Damage auf den Magneson, das ist schon, ja, gut, hat auch Verteidigungsboost drauf. Aussprechen wegen Wesen und jetzt noch ein bisschen eine Triplette, genau wegen Stahl, damit es halt als Normalattacke nicht so viel Schaden macht. Nochmal eine. Okay, ja, ich weiß schon wegen Boosts, weil es sich mal dann mit Antikkraft geboostet hat, aber noch jetzt nicht die Crits. Da sollte doch wehtun. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr wagemutig. Ja. Ich wollte gerade sagen, Crit und Down wäre es, aber es war knapp. Gut. Michael, bitte fang es jetzt einfach. Mach keinen Quatsch hier. Mondball. Eigentlich müssen wir mit der Lunala fangen, aber noch ein Mondstein entwickelt. Hat er sonst noch so? Köderball, Levelball.
Doch einfach mal einen Hyperball, fertig. Der Blitzball geht natürlich auch, ist ja Nacht, von dem her, also mittlerweile Nacht. Mann, Mike, was überlegst du? Nimm einfach irgendeinen Ball. Nee, sicher nicht Meisterball, dankeschön. Hyperbälle, spam ich gerne. Ich glaube, es bleibt sogar drin. Nach dem ersten Ball. Oh yes. Damit, Freunde, haben wir beide legendäre Pokémon gefangen. Solgaleo und Lunala. Solgaleo registriert. Wie geil ist das denn bitte? Das legendäres Pokémon gefangen. Wo war das noch? Schau es dir mal genau an. Es heißt, es kommt aus einer anderen Welt. Sein ganzer Körper leuchtet strahlend hell und macht die finsterste Nacht zum Tage. Ein Sonnenkreis-Pokémon. 3,4 Meter groß und Gewicht 230 Kilo. Leck mich am Arsch. Nö, mache selten. Bis gar nie. Bericht mal angucken, was er drauf hat alles. Stahlgestirn, oder? Das ist im Prinzip das Pendant zu Lunalas Attacke. Kosmikkraft, das ist alles ein bisschen physisch orientiert, nichts speziell. Man sieht es auch im Wesen her. Nicht schlecht, war. Die Fähigkeit. Attacken und Fähigkeiten der Angreifer. Das sieht doch richtig krass. Ja, es ist so richtig krass. Und ich packe es in mein Team, in mein Team, in mein Team. Ja, schon wieder in mein Team. Aber der Raum beeinflusst nicht, weil sie bald in den Box kommt. Und ich mache es nur, um es auch für mich selbst ein bisschen zu zeigen und so. Genau, stimmt, es weiß auch wieder, warum ich es ein Part hier gecuttet hatte. Der nächste Teil, ja, der Part war ein bisschen länger ursprünglich. Das lag daran, weil noch ein Kampf kommt, der bei einer Version gleich ist. Wenn ich ihn jetzt schon hier zeigen würde, würde ich eigentlich im Prinzip den nächsten Part, der wieder ein Mondspiel, durch den spoilern. Deswegen habe ich ihn hier rausgeschnitten. Aber egal, wir erfahren in der nächsten Folge dann, worum es noch genau geht. Es werden noch ein paar epische Kämpfe folgen. Vor der Liga halt. Natürlich auch mit der Liga, aber ich denke mal, wenn man so raten dürfte, so 5, 6 Folgen maximal. Ja, ich denke 5, 6 Folgen ist ein guter Schnitt. Dann dürfte das Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond vorbei sein. Oder ja, die Hauptstory halt vor allem vorbei sein und dementsprechend kann ich auch das Let's Play mal beenden. Abkürzen, Fragezeichen. Ja, ich weiß, ursprünglich war das Ziel auch wegen Let's Catch 'em All und so ein Pokédex komplett haben, oder? Meine 6. Generation habe ich schon komplettiert, das schon. Jetzt 7. Generation mit Alola, also den Index noch voll kriegen, noch alles zeigen würde, auch mit dem Tausch aus Pokémon Rot, Blau und Gelb und Virtual Console, sprich über Pokémon Bank, etc. etc. Will ich mir dann doch lieber ein anderes Mal aufsparen, sei es bei Ultrasonne, Ultramond oder sonst mal, weil einfach momentan auch ein bisschen die Luft raus ist, auch bei mir selber, nicht mehr so großes Interesse daran. An Pokémon Sonne und Mond, das sprich in diesem Let's Play halt, und deswegen, man soll ja auch enden, wenn es noch am schönsten ist, ja? Sagt man immer. Und irgendwie hat der Spruch auch was. Und da ist wieder der alte Knacker. Naja, komm. Sag schon, mein Wahlbisser auf, ich bin Yasu, was geht ab? Presse habe, warte noch eine letzte Prüfung auf dich, die größere Prüfungen, ja. Die Big Grade Prüfung, geil, Mann. Und dann bezwingen muss, bla 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 bla, alles anders, ja genau, er sagt's ja, Also Junge, des Mount Lanakila auf Ulalula begeben könntest, das machen wir auch, Freunde, aber eben in der nächsten Folge wieder und dann vor allem erst wieder in Pokémon. Für Pokémon Sonne ist es in diesem Let's Play, denke ich mal, ziemlich sicher der letzte Part gewesen. Gut, viele waren es eh nicht, wahr? 2 vor allem der Hauptstory, also, ja, Hauptstory, Da war die Ultra-Base und das Ultra-Portal aufging, dann glaube ich am Anfang beim Herrschen noch, beim ersten Herrschen noch irgendwie eine. Naja, wie dem auch sei, Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Part, zurück bei Pokémon Mond. Mal gucken, was da am Fuß des Berges noch so ja alles abgeht, dass noch für Kämpfer leben werden, bis sie zur Liga kommen. Und, jo. Alles war natürlich auch, wa?
viel ist da nicht mehr, aber das bisschen, das können wir natürlich noch genießen. So, was mache ich jetzt noch in Quatsch? Stahlgestirn, 10 Kopfstoß. Ja, komm, mach hin, Michael. Ich will ein paar beenden. Ja, ist ein cooles Team. Hallo, wir kennen's. Wir haben es über 30 Minuten gesehen. Der über aber schon ein paar Epis. Ja, Erfahrungspunkte natürlich auch überall drauf, wa? Eva soll ich gesagt. Mensch. So, Galileo. So, jetzt reicht's aber. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Wo liegen wir, wenn Sie auf den Gipfel des Mount Lanakida? Ja, Roto, Schnauze.